ein Nährboden für linke Chaoten. Der 1. Mai begann dieses Jahr ganz offensichtlich schon 2 Tage früher. So veranstalteten linke Chaoten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Sauwanderzug. In Wiedikon versammelten sich vermummte Randalierer zu einer unbewilligten Demonstration und ließen auf dem Weg in den Kreis 4 ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Die Chaoten begingen schwere Sachbeschädigungen und griffen die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern an. Leidtragende sind einmal mehr Privateigentümer und zahlreiche Gewerbebetriebe, die nun mit Umsatzeinbußen und Reparaturkosten zu kämpfen haben. Am 1. Mai selbst ging es dann im selben Stil weiter. Im Rahmen des offiziellen 1. Mai-Umzuges kam es zu massiven Sachbeschädigungen, Zerstörung, Knallkörper, Rauchbetäuben und überall Schmierereien. Das ist das traurige Fazit eines 1. Mais, der Jahr für Jahr eine Plattform für die linksextreme Szene darstellt. Nur dank eines riesigen Polizeidispositivs gelang es, eine Nachtdemo zu verhindern. Die Polizei kesselte die gewaltbereiten Chaoten ein und sprach zahlreiche Wegweisungen aus. Es ist dem großen Einsatz und der hervorragenden Arbeit der Polizistinnen und Polizisten zu verdanken, dass nicht noch mehr Schaden angerichtet wurde. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Stadt Zürich ein Nährboden für die linke Chaotenszene ist. Es werden Hausbesetzungen toleriert, unbewilligte Demonstrationen gewährt, illegale Partys geduldet, kaum Verhaftungen vorgenommen und die Sachschäden ganz bewusst nicht auf die Verursacher überwälzt. Wir rufen die Stadtregierung von Zürich, insbesondere Stadtpräsidentin Cory Mauch von der SP sowie Polizeivorsteher Richard Wolf von der AL auf, ihren eingeschlagenen Kurs der Duldung und des Wegschauens endlich zu beenden. Gegen Extremismus ist mit aller Härte vorzugehen. Des Weiteren sind Verursacher von Sachbeschädigungen konsequent zur Rechenschaft zu ziehen. Denn nur mit einer Null-Toleranz-Strategie kann man die Geister, die man in der linken Stadt Zürich gerufen hat, wieder loswerden.